Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Am 18. Oktober wählen die Aargauerinnen und Aargauer ein neues Parlament und eine neue Regierung. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. In der Regierung wird der Platz von Urs Hoffmann frei, der SP-Mann. Den besetzen möchte wieder ein SP-Mann. Den lernen wir heute im ZT-Studio ein bisschen näher kennen. Er hat nämlich einen Anlass heute in Zofingen und ist auf dem Sprung bei uns im ZT-Medienhaus vorbeigekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dieter Hegli. Guten Abend, Pfister. In Zofingen heute haben Sie einen Anlass. Wie gut, Sie wohnen jetzt ganz an einer anderen Ecke vom Kanton. Wie gut können Sie Zofingen, Gegend, die Leute? Was haben Sie für eine Beziehung zum Bezirk? Ja, genau. Ich komme aus der Mitte vom Aargau, aus dem Bezirk Bruck. In dem Sinne ist Zofingen nicht am Weg und es wäre gelogen, wenn ich jetzt würde sagen, dass ich die Region besonders gut kenne. Allerdings arbeite ich in Olten. Und seit 3 Jahren, und seitdem ist jetzt eigentlich die Region Zofingen manchmal so ein bisschen das Neuerholungsgebiet geworden von mir. Also der Aargau Richtung Aarburg oder auch auf der Festung oben zu Aarburg. Das sind so Orte, wo ich in letzter Zeit ab und zu bin und wo ich auch wieder so ein bisschen neu habe gelernt kennen. Und wir haben immer interessante Leute in der SP-Fraktion, auch aus dem Bezirk Zofingen, die gerade aus dieser Region immer sehr interessante Impulse bringen. Darf ich zuerst mit ein paar unpolitischen Fragen einsteigen, was mich am meisten interessiert? Schreiben Sie selber, leidenschaftlicher Laienschauspieler. Was war Ihr letzter Auftritt? Der letzte Auftritt war im letzten Dezember, wo wir noch spielen konnten. Wir haben etwas Spannendes gemacht. Wir haben ein Hörspiel gespielt. Also die Leute haben uns nicht gesehen, sondern nur gehört. Sagen Sie noch kurz, wer wir sind? Das ist eine Theatergruppe Zarau, wo ich dabei bin, eigentlich schon seit Kantonsschulzeiten. Und dort habe ich einen Arzt gespielt, einen Psychiater. Hilft die schauspielerische Fähigkeit in der Politik? Also hat sich das beflügelt bei Ihnen gegenseitig? Sie sind ja sehr lange im Parlament. Genau, ja. Ja, es ist so. Ja. Also, Theater spielen und politisieren, das hat schon etwas miteinander zu tun. Aber nicht so in dem negativen Zusammenhang, wie man es vielleicht manchmal sehen würde. Nein, ich habe 2 Sachen eigentlich gelernt beim Theaterspielen. Das eine ist Teamarbeit. Also wenn man zusammen auf der Bühne ist und irgendjemand einen Fehler macht während dem Stück, dann kann man nicht sagen, jetzt hören wir schnell auf und fangen nochmal neu an. Und man kann sich auch nicht gegenseitig vorwerfen, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt läuft es nicht. Sondern eine Show must go on, dann muss es laufen. Und man muss sich absolut aufeinander können, verlassen. Und das Zweite ist, man muss wissen, welche Rolle nimmt man im Moment ein. Also welche Rolle spielt man jetzt gerade, welche Rolle muss man spielen, was für ein Publikum hat man vor sich, was wollen die von einem hören. Also so ein bisschen sensibilisieren dafür, welche Rolle dass man jetzt gerade muss spielen oder spielt, das ist etwas, was ich beim Theaterspielen gelernt habe. Und immer wieder Lampenfieber möglicherweise überwinden, was man ja als Politiker bei Auftritt möglicherweise auch muss. Das oder haben Sie nie so, Lampenfieber? Ja. Sind Doch, Sie lampenfieberfrei? Nein. Das ist, also Lampenfieber ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man muss Respekt haben davor. Man muss immer wieder, ja, man darf nicht übermütig werden. Oder? Man muss immer wirklich den Respekt haben vor dieser Rolle, man muss sich immer wieder fokussieren, konzentrieren, bevor man auf die Bühne geht. Und ich denke, in der Politik ist es ein bisschen ähnlich. Ja. Man darf es nicht zu leicht nehmen. Ja. Was ist Ihre Lieblingsschauspielerin, Ihr Lieblingsschauspieler? Ja, das ist schwierig. Es gibt einige gute. Der Klaus-Maria Brandauer ist sicher einer der deutschen Schauspieler, wo mir Eindruck macht, ja, wo in allen Fächern daheim ist. Also er kann Shakespeare spielen, er kann aber auch einen James Bond spielen und er wirkt immer sehr authentisch. Man sagt ja, er ist eigentlich die Figur, die er spielt sie nicht. Das macht mir Eindruck, ja. Dann sind Sie Marathonläufer.
habe ich auch gelesen, auf Ihrer Homepage. Was war der letzte Lauf gewesen? Mit welcher Zeit sind Sie dort gelaufen? Ja, der letzte Lauf, das ist jetzt doch schon ein Zeitchen her. Das war im Herbst 2018, der Berlin-Marathon, ja, wo ich schon ein paar Mal gelaufen bin. Ja, genau. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft und dieses Jahr findet er leider nicht statt. Und hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft jetzt mit dem Wahlkampf. Zeit, ich bin eher ein gemütlicher Läufer. Ich hatte eine gute 4,5 Stunden gehabt. Das ist für mich immer so das Ziel. Ich probiere in diesem Bereich zu bleiben. Ich tue mich nicht gross weiterentwickeln. Für das müsste man viel systematischer trainieren. Aber wäre das Ziel, so etwas wieder mal machen, auch wenn Sie jetzt den Job übernehmen? Ja. Auf jeden Fall, ja. Wie viel trainieren Sie pro Woche? Ich gehe sicher immer am Samstag, Sonntag wirklich einen längeren Lauf, 20 Kilometer so, das mache ich sehr gerne eigentlich. Und wenn ich dann dazu komme, noch etwa allerhöchstens 2-mal noch während der Woche etwas Kürzeres. Aber eben, ich kann leider nicht sehr regelmäßig trainieren, das ist ein bisschen das Problem. Aber wenn ich gehe, dann gehe ich dafür lang. Aber gemütlich. Sie interessieren sich für Geschichte, für welche Perioden oder Phänomene ganz besonders? Ja, also einerseits interessiere ich mich so ein bisschen für das Mittelalter, auch für romanische Baukunst. Das hat auch damit zu tun, dass ich mal noch Kunstgeschichte studiert habe. Das finde ich immer noch sehr spannend. In diesen Gebäuden fühle ich mich sehr wohl und kann mich sehr gut zurückversetzen in die Geschichte. Und das andere ist, ich bin sehr viel in Deutschland und beschäftige mich sehr viel mit der Geschichte vom Dritten Reich. Das ist meiner Meinung nach etwas, was man sich immer wieder vor Augen halten muss. Wie hat es eine Gesellschaft geschafft, in so eine zerstörerische Richtung zu gehen? Das ist wichtig auch für die Politik heute oder für die Entwicklungen, die man heute teilweise wieder durchgehen, sich immer wieder bewusst zu werden, wie hat es so weit kommen können. Das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, was ich sehr eindrücklich finde. Und es ist vor unseren Haustüren eigentlich. Und gar noch nicht so lange seither? Und noch nicht so lange seither, das stimmt, ja. Gehen wir noch zur aktuellen Tagespolitik. Sie hören es wahrscheinlich zum 100. Mal. Ich muss Sie trotzdem fragen, ich will Sie trotzdem fragen. Es kann sein, dass wir die nächsten 4 Jahre eine reine Männerregierung haben. Einige Frauen in Ihrer Partei sind unzufrieden, dass die SP keine Frau ins Rennen geschickt hat. Um den freien Regierungsratssitz frei wird vom Urs Hoffmann, sind Sie Frauenverhinderer? Nein, ich bin nicht ein Frauenverhinderer. Es ist aber eine sehr unglückliche Situation, dass es jetzt 5 Männer in der Regierung hat und dass eine gewisse Aussicht darauf besteht, dass es wieder 5 Männer in der Regierung wird haben. Das ist ein intensives Thema bei uns in der Partei. Es ist auch sehr intensiv diskutiert worden. Ich habe mir das lange überlegt. Ich habe mit vielen Leuten geredet aus der Partei. Und die haben mir eigentlich alle gesagt, wenn du Ambitionen hast auf das Amt und das willst machen und das kannst machen, dann musst nicht du die Frage entscheiden, nach Frau oder Mann, indem du dich zurückziehst, sondern das müssen die Delegierten entscheiden. Und die haben es intensiv diskutiert und haben sich klar dann für meine Nomination ausgesprochen. In dem Sinn kann ich nicht viel mehr zu dieser Frage sagen. Ich kann selber nicht etwas anderes aus mir machen, als ich bin. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, ich bin der ganz grosse Feminist oder ich bin irgendwie schon die Frau. Ich bin der Mann und probiere aber eine Politik zu machen, die auch für die Frauen ist. Das Thema trüllt ja weiter. Letzte Woche haben die SP-Frauen ein sehr provozierendes Plakataktion gestartet. 5 Männer im Regierungsrat sind 3 zu viel. Hat es geheißen. Was ist Ihnen durch den Kopf, als Sie das Plakat gesehen haben? Ja, mir war klar, dass gewisse Frauen in der Partei nicht zufrieden sind. Das habe ich gewusst und das akzeptiere ich auch. Dass die Diskussion weitergeht, ist mir klar gewesen. Und wir wären nicht die SP, wenn wir die Diskussionen nicht führen würden. In dem Sinne kann ich damit umgehen. Und das ist eine Form von der Meinungsäußerung, die ich absolut Aber man kann es eigentlich als Aufruf zu Ihrer Nichtwahl lesen. Also ich kann es fast nicht anders lesen, aber... Also ich sage immer, der Wahlzettel für die Regierungsratswahl hat 5 Linien und es gibt mich und es gibt eine Frau, die kandidiert aus dem Bezirk Zofingen. Man kann uns beide aufschreiben. Also in dem Sinn habe ich es nicht direkt als einen Aufruf zur Nichtwahl und auch nicht als Wahlsabotage aus der eigenen Reihe. Über Stil kann man immer diskutieren, über die Form, wie man etwas macht, aber Sabotage, nein, so weit würde ich nicht gehen. Der Stil, man könnte ja noch ein bisschen die Plakate, das hat ja noch wie sexuelle Anspielungen mit diesen 5 Serblen, also das ist ja noch ein bisschen... Ja, wir dürfen nicht zu viel darüber nachdenken, das ist so, habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Eben, wie gesagt, über Stil kann man diskutieren, aber für mich ist es nachvollziehbar, dass wir die Diskussion führen und dass die auch manchmal an die Ränder rausgeht, das ist nicht ganz neu.
Zu einem ganz anderen aktuellen Thema, General Electric, die 500 Jobs im Aargau streichen. Das ist natürlich für alle ein Schock, eine Nachricht. Es sieht so aus, als in der Regierung die Hände gebunden wären. Was kann eine Regierung, könnte eine Regierung in dieser Situation überhaupt machen? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das ist natürlich schockierend und es ist vor allem schockierend, weil da das Unternehmen wirklich jegliche Versprechen auch gebrochen hat und jetzt wirklich null Verantwortung zeigt gegenüber einerseits vor allem den Angestellten, aber eben auch gegenüber dem Standort, Kanton und der Gemeinde. Sie haben es angesprochen, es ist immer das Gleiche, oder? Man kann bedauern, man kann sagen, ja, wir wollen das nicht, wir wehren uns irgendwie, aber die Entscheidung, die wird irgendwo übersee gefällt, wo man meint, man habe sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Der Einfluss fängt bei mir früher an. Das eigentlich Stossende ist ja, dass man offenbar jetzt Stellen auf Frankreich verlagert, um dort einen Standort zu retten und für das jetzt ein Standort bei uns muss über die Klinge springen. Und das zeigt natürlich schon, offenbar streicht man dort Stellen, wo man sich am wenigsten wehrt. Und das hat meiner Meinung nach auch etwas mit der schwachen Sozialpartnerschaft bei uns zu tun. Und dort könnte sich der Staat auch mehr dafür einsetzen, dass wir eine stärkere Sozialpartnerschaft haben, also eine stärkere Gewerkschaft, auch stärkere Mindestlöhne, Gesamtarbeitsverträge. Also und stärker protestieren, heftiger aufstehen, auch als Regierung? Oder? Auch das ist ein Thema. Also man hat gesehen, dass da Frankreich schon eher auf die Hinteren gestanden ist und sich auch als Standort gewehrt hat. Oder? Und dort wünschte ich mir, aber das ist nicht nur ein Thema vom Kanton, das ist auch ein Thema vom Bundesrat, oder? Dass man dort schon eine klarere, kantigere Industriepolitik machen und sagen, wir sind ein guter Standort, wir haben gut ausgebildete Leute, wir haben die Sicherheit bei uns. Das darf uns auch etwas wert sein und da dürfen wir auch intensiver und offensiver dafür einstehen. Aber ist es nicht ein bisschen blauäugig, so gesagt, eben die Zusicherungen sind gemacht worden, dass man die Zusicherungen zu hoch wertet? Das ist vielleicht ein bisschen blauäugig, oder? Ein Stück weit müssen wir uns das vielleicht vorwerfen lassen, dass wir da ein Thema für uns hingeschoben haben. Ich meine, die Digitalisierung die geht weiter, die Entwicklung in der Arbeitswelt die ist rasant. Und wir sind immer wieder mal froh, wenn wir das Gefühl haben, es gibt wieder eine Pause, aber die gibt es eben eigentlich nicht. Aber ich denke, was der Staat dort machen kann, ist wirklich einfach in die Bildung investieren. Das ist der Schlüssel dafür. Oder? Das ist der Schlüssel dafür, dass ich nicht irgend mit 50 auf der Straße stehe und keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr habe. Wenn ich mit 40 mich eben frage, wo will ich in 10 Jahren stehen und was für eine Ausbildung muss ich noch machen, wo muss ich mich noch weiterentwickeln. Und dass dort auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber zusammenarbeiten und das gemeinsam angehen. Sie haben noch einen anderen Job, Sie sind Präsident vom Verband Kantonspolizei Aargau. Die Beamten und Beamtinnen haben sicher keine einfache Zeit gehabt im Lockdown, was ich auch immer ein bisschen höre von Vertretern von der Polizei, dass so die Respektlosigkeit gegenüber von Beamten Pöbeleien zugenommen haben. Ist das auch etwas, was Sie erleben, jetzt im Gespräch mit der Polizei? Und, Ja, absolut. Ja. Das wird mir immer wieder berichtet. Das ist auch ein Thema, das so der Respekt auch abnimmt vor so Amtspersonen, wie es Polizistinnen und Polizisten sind. Gerade in schwierigen Situationen. Jetzt im Lockdown ist es fast noch einfacher gewesen, haben mir jetzt viele Polizistinnen und Polizisten gesagt am Anfang, wo es klare Regeln gegeben hat und gesagt hat, es ist zu, man darf nicht raus, man hat eine Beschränkung von der Gruppenanzahl. Und es ist schwieriger geworden nachher dann bei der Lockerung, oder, wo dann die Leute schon wieder ein bisschen euphorischer waren, wo nicht ganz klar war, was gilt, wo. Und dort dann das durchzusetzen, das ist schwierig. Und die Leute verlieren da die Hemmungen und reagieren dann sehr oft einfach ausfällig oder sogar mit Gewalt gegenüber Amtspersonen. Wird es schwieriger, die geeignete Leute für die Polizei zu finden im Kanton Aargau? Ich denke nicht, dass es grundsätzlich schwieriger wird. Es ist einfach ein bisschen so, dass der Respekt ein bisschen abnimmt gegenüber diesen Jobs. Und dann ist sicher die Hürde grösser, zu sagen, mal, das ist etwas, was mich eigentlich reizen würde. Das mache ich. Oder? Und dort, denke ich, haben wir sicher auch ein Ressourcenproblem. Also dort müssen wir wirklich schauen, dass wir einerseits genug Polizistinnen und Polizisten haben und dass die auch genügend Mittel haben. Dass man der Polizei eben nicht nur begegnet, dann, wenn gerade irgendein Problem ist, sondern dass man ihr vielleicht einmal begegnet, einfach auf der Straße, präsent, so quasi als Freund und Helfer, wie wir früher gesagt haben. Sie bezeichnen sich selber als moderat.
Wo konkret haben Sie denn klar andere Positionen als jetzt der Linksflügel zum Beispiel von der SP? Wo würden Sie sagen, da habe ich einen klaren Unterschied? Ja, ich denke, ich bin sicher ein bisschen offener eingestellt, was Wirtschaftspolitik betrifft. Ich bin jetzt nicht immer so streng gegenüber den Unternehmen oder der Wirtschaft. Es sei denn, ein Unternehmen verhält sich jetzt eben so, wie das GE gemacht hat. Grundsätzlich habe ich aber grossen Respekt vor Unternehmerinnen und Unternehmern, die wirklich Risiko eingehen, die auch einen Traum verfolgen, die mit Leidenschaft etwas machen und die Stellen schaffen. Und das sollte man sicher würdigen und sollte ihnen nicht noch bewusst Hürden stellen. Also das heisst in der Abgrenzung aus Ihrer Partei wird im linken Flügel doch zu fest aus Ihrer Sicht zum Teil Hürden Aufbau gegenüber Unternehmen. Forderung von Wirtschaftsdemokratie und so finde ich schwierig. Ich finde, man muss der Wirtschaft eine gewisse Freiheit lassen. Es muss aber immer klar sein, dass sie auch eine Verantwortung hat gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Angestellten und auch als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Oder? Es muss eine Gegenseitigkeit sein zwischen Staat und Wirtschaft. Und so sehe ich das und ich denke, so können wir letztlich auch als Arbeitnehmende am besten durch. Sie haben, wichtig ist in der Service Public, wenn ich so Ihre Homepage lese, und ich zitiere die kurz: Gesundheit, die sich alle leisten können, Sicherheit, die alle spüren können, Bildung, zu der alle Zugang haben, soziale Netze, auf die alle zählen können, Infrastruktur, die alle nutzen können, Natur, die für alle erhalten bleibt. Sie sind schon ein bisschen erwähnt mit der Bildung, aber ganz konkret nochmal, können Sie konkretisieren, wo soll sich der Staat nicht zurückziehen oder wo müssen sich noch mehr engagieren, aus Ihrer Sicht, um den Service Public aufrechtzuerhalten, zu stärken? Ja, also ich muss nochmal jetzt die Themen nennen, die ich schon genannt habe. Eben Bildung ist natürlich eins. Ich habe gesagt, das ist der Schlüssel. Ich denke, bei der Bildung dürfen wir wirklich keinen Franken sparen. Und bei der Bildung dürfen wir meiner Meinung nach auch nicht Experimente machen mit Privatschulen, mit privaten Anbietern, die da in den Markt reinkommen. Bildung darf nicht ein Markt werden. Bildung muss etwas sein, wo wir ganz klar definieren, das brauchen wir und das leisten wir uns auch und das sind wir auch bereit zu zahlen. Und die anderen Bereiche sind die Sicherheit, wo mir nahe liegt, wo ich sage, das ist auch nicht nur tiefe Steuern sind ein Standortvorteil, sondern eben auch Sicherheit, von dem profitiert auch die Wirtschaft. Und bei der Gesundheit, wo ich ein bisschen das Gleiche muss sagen wie bei der Bildung, oder, wo auch mehr und mehr zum Markt wird und man den Menschen immer mehr vergisst. Ganz viele private Akteure, die da reinkommen, man will unbedingt so ein bisschen gezwungenen Wettbewerb daraus machen. Und ich denke, dort müssen wir uns zurückbesinnen, wirklich auf was bringt den Menschen am meisten. Und da müssen wir auch bereit sein, dafür zu zahlen. Und da muss auch der Staat ohne Wenn und Aber dafür einstehen. Was wäre Ihr Wunschdepartement? Das ist eine schwierige Frage. Auf diese Frage muss man immer sagen, man könnte sich alle Departemente vorstellen, ja. Weil das sind ja letztlich dann ist nicht eins selber, der das entscheidet, sondern es sind die anderen. Genau. Aber trotzdem. Das Wunschdepartement ist natürlich Volkswirtschaft und Inneres, weil das so ein bisschen meine beiden Gebiete sind, Wirtschaft und Sicherheit. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, ein Bildungsdepartement oder ein Gesundheitsdepartement zu übernehmen. Es ist interessant, neu einsteigen, wo man sich sicher fühlt, weil man das Gebiet sehr gut kennt. Es ist aber genauso interessant, neu einsteigen, wo man vielleicht ein bisschen neuer ist und vielleicht ein bisschen naive Fragen kann stellen. Am meisten Respekt hätte ich wahrscheinlich vor dem Baudepartement, weil ich bin nicht der Naturwissenschaftler und auch nicht der Ingenieur. Also da müsste ich mich am meisten reinschaffen. Ja. Darf ich noch mit einer Frage aussteigen zu Corona? Die Maskenpflicht ist ja umstritten und auch der Podien und so wird immer wieder darüber diskutiert. Wenn Sie könnten entscheiden, würden Sie so eine Maskenpflicht im Kanton Aargau befürworten in den Geschäften, wie es Zürich hat? Auch so ein kleines Flickenteppich. Was ist Ihre Position dazu? Ich würde es befürworten, ja, weil ich merke, dass es den Leuten eine gewisse Sicherheit gibt und man mit so einer Maskenpflicht dann vielleicht auch ein bisschen sachlicher oder ein bisschen ruhiger kann über Möglichkeiten, die sich dann eben noch bieten, auch mit der Maske diskutieren. Und Sie haben den Flickenteppich angesprochen. Wenn ich zu Olten im Bahnhofkiosk gehe, dann muss ich eine Maske anhaben. Wenn ich dort zu Tofigen bin, wieder nicht. Ich glaube, da, in diesem Umfeld hätten wir gut können auch eine Maskenpflicht einführen. Das wäre klarer gewesen als die Diskussion, die wir jetzt haben. Wir haben immerhin einen Talk ohne Maske führen. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und weiterhin viel Erfolg im Wahlkampf. Merci vielmals. Nächste Woche neues Thema, neuer Talk, neuer Gast. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Machen Sie es gut.
Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights.